Hallo, ich heiße Midas und bin 24 Jahre alt. Ich bin Kurdin und bin in Deutschland geboren. Derzeit studiere ich Lehramt und schreibe meine Masterarbeit. Die Sprache Kurdisch spreche, lese und schreibe ich auf muttersprachlichem Niveau. Im Folgenden werde ich das Vorwort der Forschung des Rechtsanwalts Ali Kolos vorlesen. Mein Vater Seyfin Arafat und ich haben dies auf Wunsch von Herrn Ali Kolo vom Kurdischen ins Deutsche übersetzt. Die Kurden sind eines aus mehreren Völkern Westasiens. Sie haben bereits in früherer Zeit die Gebirge der Osttürkei, des Westiran, Nordirak und Syrien für sich beansprucht. Es gibt viele Formen des Begriffes Kurd, dessen Bedeutungen sich unterscheiden. Seit den alten Iren gab es ein Volk, deren Eigenschaften einer Nation ähnelten. Das kurdische Land ist vor allem für die vielen Gebirge bekannt. Die Gebiete dort waren mit vielen Namen berühmt. Zum Beispiel gab es die folgenden Namen: Sobir, Sobarto, Kotijom, Samua, Kohistan, Walatetia. Heute gibt es keine anerkannte politische Grenze Kurdistans. Die Gebiete Kurdistans sind Teile der folgenden 4 Länder: Türkei, Iran, Irak und Syrien. Die Vorfahren der Kurden sind Lolo, Koti, Hori, Mitanni, Midi, Kashi, Mani und Karduch. In Syrien befinden sich im Norden des Gebietes Dschazira ältere Hügel. Diese heißen Gere Mosan, Gere Urkesh, Gere Leilan, Gere Shachar Bazar und Gere Washokani. Der Begriff Gir bzw. Gere bedeutet Hügel. Im 3. Jahrtausend vor Christus lag Urkesh im Zentrum des Reiches der Huri, welche eine der Vorfahren der Kurden waren. Urkesh war dabei eine sehr bedeutungsvolle und religiöse Stadt, da dort viele strenggläubige Menschen lebten. Der Gott der Huris hieß Kombari. Er war der Hauptgott in den Legenden der Huris. Die Grenzen des Reichtums der Huris verliefen wie ein Dreieck, vom Fluss Rabur bis zum Fluss Diyala, bis zum nordischen Land der Assyrer und bis zu den Gebirgen im Süden des Wansees. Shostater konnte das Königreich der Mitanni vereinen. Seine Gebiete weiteten sich bis zum Berg Zagros aus, bis weit hin zum Mittelmeer. Die Hauptstadt von Shostater war Washokani im Süden. Heute heißt diese Stadt Ras el-Ain in der Provinz Al-Hasaka in Syrien. Die wichtigsten kurdischen Regierungen in der damaligen Ära des Islams waren folgende: Rawadi, Salari, Hasnawi, Shaddadi, Dostaki, Lari, Ayyubi und Erdelani. Der Staat Dostaki wurde im Jahre 982 gegründet und hielt für 100 Jahre an. Der Gründer hieß Badin Dostik, daher auch der Name Dostaki. Er regierte in den Gebieten Ahmed, Mirdin, Siirt, Bedlis, ein Teil von Mush, Erjish, Sak, Roha und ein Teil der Provinz Al-Hasaka in Syrien. Die Teile in der Provinz Al-Hasaka waren Sarekaniye, Irbesiye, Hamude, Ramshlo und Derik. Nach der Schlacht des Chaldiran, eine Stadt Kurdistans, im Jahre 1514, wurde Kurdistan zum ersten Mal zwischen Safawiden und Osmanen geteilt. Im Jahre 1916 wurde Kurdistan dann durch das Sykes-Picot-Abkommen zum 2. Mal geteilt.